Die Biden-Regierung gab bekannt, dass sie wegen des chinesischen Drucks auf Hongkonger deren Aufenthalt verlängern werde. Das chinesische Außenministerium kritisiert diesen Schritt scharf. Ein Sprecher des Außenministeriums bezeichnete die Entscheidung Bidens als eine Brandmarkung Chinas, die im Sande verlaufen werde. Die größten Waldbrände der letzten Jahre in Kalifornien dauern an. Dabei werden 8 Personen vermisst. Die seit 3 Wochen andauernden Waldbrände verursachen immer mehr Schäden. Bei den Olympischen Spielen in Tokio gewann die türkische Boxerin Busenaz Sürmeneli den Kampf gegen ihre chinesische Gegnerin und erwarb dadurch die Goldmedaille. Sie ist die erste türkische Boxerin, die eine Goldmedaille gewann. Auf der Generalversammlung der Liberaldemokratischen Partei in Usbekistan wurde beschlossen, dass Mirziyoyev am 24. Oktober erneut als Kandidat zur Wahl antritt. Die Außenministerin Chinas Hua Chunying äußerte, dass sie bereit sei, die Beziehung zu dem Iran weiter auszubauen. Sie gratulierte dem neuen iranischen Präsidenten Ibrahim Raisi zu seiner Vereidigung. In der USA wurden 2 Myanmaren verhaftet, die verdächtigt werden, einen Anschlag auf Kyaw Moe Tun, einen Diplomaten der Vereinten Nationen, geplant zu haben. Moe Tun ist Unterstützer der Militärjunta in Myanmar. Nachdem internationale Truppen langsam aus Afghanistan abziehen, weitet sich der Machtbereich der Taliban aus. Nach der Eroberung Nimruz eroberten die Taliban nun die Hauptstadt Sheberghan der Provinz Juzjan. Außerdem haben die Taliban einige Gebiete von Kunduz erobert, dabei sind 11 Zivilisten gestorben und 41 wurden verletzt.